Hier im unterfränkischen Eltmann steht eine der schnellsten Papiermaschinen der Welt. Tag und Nacht ist die sogenannte PM3 unermüdlich im Einsatz, produziert 340.000 Tonnen Zeitungsdruckpapier im Jahr. Gerd Renner und Dieter Pflaum sind als Industriemeister verantwortlich für die Produktion. 2008 knackte diese Papiermaschine eine magische Grenze und schaffte mit 120 Stundenkilometern 2000 Meter Papier pro Minute. Da es die erste Papiermaschine war, die den Geschwindigkeitsrekord gefahren hat, ist es natürlich schon irgendwo eine Ehre, weil so am Team in so einer Gruppe mit dabei zu sein. Das möchte man als stolz, sag ich jetzt mal. Ne? Weil, wen hat man das schon mal, dass man mal einen Weltrekord fährt? Und ja, das war ein unheimliches Gefühl. Ja, das ist halt Leidenschaft. Die reine Begeisterung für moderne Technik wäre ihnen aber zu einseitig. Nach Feierabend geht's auf eine Art Zeitreise in der Papierherstellung. Die beiden Kollegen haben in ihrem Heimatort Eltmann eine ehemalige Schlosserei umgebaut. In dieser Werkstatt schöpfen sie Büttenpapier nach alter Handwerkskunst. So, der Rohstoff ist da. Gerd und Dieter fertigen ihre edlen Papiere mit möglichst wenig Energieeinsatz aus recycelten Materialien. Hauptsächlich nehmen wir Baumwolle. Wir nehmen aber auch wie da jetzt einmal Hanf. Hanf hat eine längere Faser als die Baumwolle und lässt sich somit schwerer reißen und bringt dem Papier mehr Festigkeit. Dann setzen wir da auch alte Jeanshosen ein. Jeanshosen bestehen ja auch aus Baumwolle, also sind auch lange Fasern. Das lösen wir wieder auf, machen wir wieder neues Papier draus. Papierfasern, Wasser, Kreide, Kartoffelstärke und Leim. Das sind die Zutaten. Und die genaue Rezeptur? Die verraten wir allerdings nicht. Weil wir da über ein Jahr dran getüftelt haben, dass das alles passt und funktioniert. Und darum reden wir da nicht drüber. Ja. Dann kommt die Geheimrezeptur in die Wanne, genannt Bütte. 2019 hat jeder noch für sich alleine zu Hause im Keller angefangen, Papier zu schöpfen. 3 Jahre später wagten sie den gemeinsamen Schritt in die Selbstständigkeit und haben sich alles hart erarbeitet. Es ist schon mal losgegangen mit dem Papier auflösen, da waren ein Haufen Stippen drin, also es sind so Faserknötchen, die dann eben da aufgetaucht sind, das war nicht so. Und dann, wir hatten noch kein richtiges Schöpfsieb, haben es selber zusammengebaut mit Fliegengitter und das war, ja, und dann finden wir so einen Rahmen nicht ruckzuck, also den gibt es ja nicht um die Ecke. Die Kunst besteht darin, die Papierfasern möglichst gleichmäßig auf dem Rahmen zu verteilen. Wieder Stippen drin, oder? In der Firma drüben geht alles um schnell, groß, viel. Und da ist genau das Gegenteil, die Ruhe. Man ist mit einem Freund zusammen, wo man sich gut versteht, wo man sich schon ewig kennt, da hat man Spaß. Am Ende vom Tag, was man erreicht hat. Ne? Die Unterfranken haben einen Großauftrag reinbekommen. Ein Restaurant am Ort will neue Speisekarten auf handgeschöpftes Papier drucken. Was die beiden gemeinsam haben? Ihren Perfektionismus. Doch jeder schöpft auf seine Weise. Der Gerd ist eher der, wo immer dünner schöpft. Ich bin eher der, wo immer ein wenig dicker schöpft. Und deswegen haben wir immer ein wenig so, ja, wir streiten nicht, aber wir haben ein wenig Diskussionsbedarf. Einen humorvollen Twist. Humorvoller Twist, genau. Mittlerweile zählen Künstler, Kalligraphen, Papeterien, aber auch Privatleute zu ihren Kunden. Die beiden optimieren ständig ihre Werkzeuge und finden individuelle Lösungen. Bei mir geht es manchmal so, ich kann manchmal nachts überhaupt nicht schlafen, weil ich daran nachdenke, was ich am nächsten Tag machen will, was ich schöpfen will. Für uns ist das immer irgendwie wie Lego bauen. Also wir zerlegen den Faserstoff und bauen ihn neu zusammen, so wie wir uns das vorstellen. Unterhalb der Wallburg werden im Landgasthof schon die handgeschöpften Menükarten erwartet. Restaurantchefin Sandra Aumüller will in Eltmanns Traditionshotel ein haptisches Erlebnis bieten. Gerade für ältere Gäste ist es mit dem Digitalen immer etwas schwierig, eine Speisekarte über einen QR-Code zu lesen. Und das ist was Besonderes, das, wenn man in der Hand fühlt, ist schon was Besonderes. Verschiedene Fasern, Farben, Formen.
Handgeschöpftes Papier ist facettenreich. Und den Schöpfmeistern gehen offenbar die Ideen nicht aus.